Es geht weiter aus Greenhorn! Leute, wenn euch das Projekt gefällt, dann gerne den Daumen nach oben drücken und abonnieren nicht vergessen. Wir haben heute den großen Erntetag. Und das ist der erste große Erntetag mit allen Feldern. Und jetzt schauen wir mal. Die Sojabohnen haben ein glitzendes Fädel. Wir können alles wunderbar für die Meisterschaft umhalten. Bis auf den Salat tatsächlich. Weil da glitzert nichts. Oh nein. Das heißt, wir haben nur mehr eine Chance. Aber dann müssen wir halt nur dazu da, richtig. Das heißt, wir müssen halt alles wieder ansehen. Sonst gibt es keinen Salat in der Meisterschaft für uns. Was wirklich schade war. Ich meine, wir wissen es ja noch vor dem 18. hinkriegen. Am 18. selber ist es dann schon zu spät. Oh, Moment einmal. Ich merke gerade, ich mache einfach gleich ein paar Besorgungen. Und zwar den Ernter. Den Pflanzer. Nun nee, das hat Gründe. Warte, ich brauche nämlich nur mehr Bewässerungsanlage. Das ist der Punkt. Die als erstes, damit wir da alles automatisiert haben. Wunderbar. So, und jetzt gehen wir zum ersten Mal mit dem großen Ernter. Dem dreispurigen. Alles abernten. Fuck yeah. Oh, ihr seht, wie das Geld nach oben schnellt. Wir kämen in Dimensionen. Ist natürlich sehr, sehr nice, weil jetzt gehen wir rüber und jetzt holen wir nur den Pflanzer dreispurig, was dann eine Trophäe mit sich bringt, weil wir sonst alle Maschinen haben. Mal schauen, wie viele Erfahrungspunkte wir kriegen. Boah! What? Wann ist so 2500 ungefähr, oder? Könnte es sein? Wir sind jetzt Parvenu. Das ist ja stark. Ey, geil, wir fangen einfach direkt mit einem Rangaufstieg an. Mit einem Level-Up so zum Song. Und jetzt geht aber endlich Ackerbearbeitung im ganz, ganz großen Stile machen. Jap. Und das Ansehen ist Aqua-Problem mehr. Eieieiei. Ja. Die großen Maschinen, die sind eindeutig die Gelddruckmaschinen. Wenn man denn so möchte. Und ich bin jetzt am Überlegen, weil Skate langt ja eindeutig. Ja, ich glaube, ich mach's. Ja. Nur mal gleich mehr investieren. Und zwar in Salatfelder. Denn ich weiß, dass Salat am meisten Money bringt. Deswegen da die Song. Ich glaube 2 Fädel, ja. Ich höre mir Nummer 2. Und dann auch gleich 2 Bewässerungsanlagen. Wir lassen uns ja hier nicht lumpen, gell? Es gibt ein Limit für Äcker. Und das gleich mit zum Song. Und das Limit ist so viel wie jedes Feld 2-mal. Aber da ja jede Art einmal haben möchte und dafür den Rest halt mit Salat vollballern möchte, werden wir sozusagen unseren Gewinn maximieren und können trotzdem jede Jahreszeit unsere Pflanzen ummähen. Damit wir eben die Erfahrungspunkte grinden können. Yes! Okay. Also, wenn wir mit den 3 Salatfeldern kommen, machen, dann weiß ich auch nicht. Und da schaut es sich an. Die wunderschöne Trophäe Harvest Crown Club. Landwirte, die alle erhältlichen Harvest Crown Arbeitsgeräte besitzen, erhalten die VIP-Mitgliedschaft und ein Batzen voll Erfahrungspunkte. Geil. Und so schnell geht's. Der kleine Erntetag ist schon wieder da. Ich möchte es wirklich so beibehalten, weil es für mich halt am meisten Sinn macht. Ist halt von der Strukturierung her einfach wesentlich leichter.
Da muss man nicht immer kreuz und quer, jetzt muss ich noch was ernten, das muss ich noch umpflanzen, keine Ahnung was, sondern einfach, yo, du warst, kleiner Erntetag, großer Erntetag. Und ansonsten einfach nur mit der Feldspritze übers Fädel, Jung. Das war's. Das geht auch am schnellsten. So, und das Geld, was wir jetzt am kleinen Erntetag reingekriegt haben, den wir gleich wieder in 2 Äcker investieren. Natürlich wieder Salat, ne, wie ich schon gesagt habe. Wir bauen uns hier eine Massenproduktion auf. Und wenn wir schon mal da sind, dann werden wir uns gleich mal einfach richtig gescheit Pestizide und Fungizide in die Tasche schirmen, oder? Ja, so schaut es nämlich aus. Und natürlich rechne ich jetzt immer so, wenn ich einen Acker platziere, dass ich sofort die Bewässerungsanlage drauf baue. Ja, weil über was anderes brauchen wir gar nicht mehr reden. Jawohl. Ah, true, das habe ich ja gar nicht mal so im Kopf gehabt. Stimmt, ja, genau. Bei der Heartland Baugesellschaft gibt es so verschiedene Dekorationen, die wir dementsprechend freischalten, welchen Rang wir haben. Das heißt, wir haben jetzt Zugang zur Heartland Crown Statue und irgendwann zur Heartland Statue. Okay. Kreative Namen auf jeden Fall. Windmühle, Brunnen, Teich, Pavillon. Und die alle, die werden wir uns natürlich auch noch auf unserer Farm stellen. Wenn wir schön in der Mitte, werden wir so ein paar Dekorationen aufstellen. Aber das alles mit der Zeit. Dafür brauchen wir erstmal die Grundstücksfläche. Aber die kommt schon noch. Oh shit, der Fotograf. Stimmt. Boah, ich sag's euch, was ist. Jetzt ist es realistisch. Ich weiß nicht, ob ihm das gefällt, dass wir nur absolut keine Tiere da haben. Aber war schon geil, oder? Jetzt ein Preisgewinner. Okay, der Tag war mal wieder nicht lang. Aber scheißegal. Fotograf. Aber war mal wieder nicht attraktiv genug, verdammt. Nur weil du immer aufs Äußerliche schaust. Obwohl doch eigentlich die inneren Werte zählen. Und da waren wir ja schon wieder okay mal am großen Erntetag. So, das Einzige, was uns gefällt hat, war Salat. Und wir haben jetzt auf 3 Fädel nur 2 glitzernde. Aber eins langt ja. Dementsprechend können wir jetzt fett ernten gehen schon wieder. Oh. Das Problem ist, der Mähdrescher ist immer ein bisschen schwierig zum Fahren. Weil man nie genau weiß, ob ich jetzt in der Spur bin oder nicht. Und vor allem, wenn man ja vorne obmacht und nicht hinten. Und nicht hinter sich das Gerät zirkt. Das ist ein bisschen blöd, aber Gott sei Dank sind es nur 3 Fädel. Und deswegen ist das Ding ja direkt ganz oben. So, der Rest komplett beim Ernter. Woo! Abfahrt. Oh, und so richtig. Ich weiß, ich sag richtig oft Abfahrt, aber es ist ja immer wieder aufs Neue Abfahrt. Alter. $60.000. Wir waren noch nie nur im Ansatz so geldig. Verdammt. Da fehlen mir sogar die Worte. Dann, na warte mal, bevor ich irgendwas mache, jetzt wir mal alle kreuzweise und ich kaufe mir erstmal nur mit Fädel. Und ich glaube, soll ich es riskieren? Soll ich es riskieren und die Fädel jetzt ausmaxen? Also natürlich plus Bewässerungsanlagen. Weil ich weiß gerade nicht, wie viel das da noch wert. Warte mal. So, 25.000 für Bewässerungsanlagen. Okay, es langt. Yes! Wir haben jetzt die maximale Anzahl an Feldern. Und das heißt, maximaler Gewinn. Natürlich könnten wir sagen, wir deren einfach nur noch Salat bauen, komplett. Aber das finde ich ja ein Bullshit, weil ich möchte die Bänder und die Erfahrungspunkte daraus. Und der Baum da unten ist auch perfekt eigentlich. Da wird dann nämlich nichts mehr vom Fädel abgeschnitten. Du siehst nur genau da hier. Der steht echt gut. So, jetzt, wie wir schon mit da sind, haben wir uns gleich mal ein bisschen an Grund und zwar auf der rechten Seite.
Nur nicht übertreiben, wir müssen auch die Fädel aussahen. Und diesmal haben wir sehr viel, sehr viel. Aber ich habe mir den Grund schon mal geholt, damit wir ein bisschen was preparen können. Auf diese Seite. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Auf der rechten Seite kämen Ställe. Gut. Jetzt können wir mal schauen, wie viel uns das kostet, die kompletten Fädel zu besäen. Ich meine, wir haben jetzt 10 Salatfädel. Ja? Also da geht was von Investition her, gell? Also. Okay. Wir haben also circa 15.000 braucht, um die kompletten Sättel zu besäen. Schön. Also kann man sich vorstellen, was dementsprechend für Gewinn rauskommt. Ja. Boah, schade, jetzt mir. Oh, ist ja fast nichts los. What the fuck? Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen rausfahren und ein bisschen am Platz schaffen. Schon mal so zur Vorbereitung. Und zwar muss dieser Baum weg und dieser fette Stein auf jeden Fall. Da geht es nämlich los. In diesem Eck. Hier wären die ersten Ställe hingekommen. In Bälde. Und dann schauen wir mal, wie wir uns das Ganze am schönsten dekorieren können. Als allererstes darf man natürlich am 18. Tag der Jahreszeit nicht vergessen, mit dem Jahrmarkt zu schauen. Und diesmal haben wir alle Pflanzen. Mal schauen, ob wir überall ein blaues Band abstammen können. Okay, wunderbar. Blau, 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 blau. Fuck yeah, hä? Alter, wir sind jetzt im Rang schon wieder aufgestiegen. Und jetzt dürfen wir uns an waschechten Landwirt schimpfen. Mit 8190 Erfahrungspunkten. Und was macht ein waschechter Landwirt? Ja. Er kümmert sich um sein Land. Er bewirtet sein Land, das ihm zu eigen wurde. Dann können wir doch gleich nochmal die Gelegenheit nutzen und... Ach, deswegen. Okay. Und schauen wir mal eben in den Trophäenraum rein. Denn wir sagen, wir haben jetzt hier für alle Pflanzen natürlich die Trophäe gekriegt. Und was passiert, wenn man für alle Pflanzen mindestens ein blaues Band gekriegt hat? Dann kriegt man die Trophäe Meister der Ernte. Wenn du ein blaues Band für alle Kulturen gewinnst, wirst du der Meister der Ernte. Und das hat uns wahrscheinlich so nach vorn katapultiert mit den Erfahrungspunkten. Also dort hat ja mal wieder sagen, alles richtig gemacht. Wir kriegen wieder Applaus, weil wir die 3. Jahreszeit abgeschlossen haben. Und was kommt noch? Herbst. Richtig. Brrr. Winter. Wie ja immer es im Winter regnen kann. What the fuck? Ne, also schon klar, im Winter kann es regnen, aber wenn hier der Boden vereist ist, dann regnet es nämlich ganz sicher nicht. Okay, aber wir haben erst einmal einen kleinen Erntetag. Direkt im Winter. Super. Gut, dank diesem gelorner Erntetag haben wir wieder ein bisschen Money. Das wir jetzt wieder ausgeben müssen, aber erst einmal natürlich wieder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und ist eigentlich geil, wie da die ganzen Maschinen ausgestellt sind, gell? Aber mir ist aufgefallen, dass jetzt übel traurig ist, weil wir nie wieder diesen Laden betreten werden, weißt du? Wir sind ja jetzt voll Mitglied und Ding, aber Geld werden die für uns nimmer sehen. So. Ah! Schau, jetzt sieg ich schon. Die nächste Statue haben wir schon freigeschalten. Oh yeah. Aber es gibt noch 4 weitere. Das heißt, wir sind noch lange fertig mit unserem Rang. So, wir fangen an mit einem Hühnerstall. Den wir hier drüben platzieren werden. Oh, scheiße, warte mal. Oh nein. Oh, scheiße. Na warte, ich glaube, ich muss doch irgendwie mit einem normalen Stall beginnen. Ja, doch. Warte mal, das haben wir gleich. Ja, der müsste halt so platziert werden. Genau hier. Oh, bitte. Bitte lass es jetzt richtig sehen, weil sonst ist das ganze Geld weg. Yes! Ja! Es funktioniert. Gut. Platz sparen wie immer.
Sehr geil. Und was ich jetzt mache, ich hole mir direkt ein Huhn. Ey, ich brauche kein Handbuch. Zack, du kommst in den Stall. Und ich hole mir eine Kuh. Das Ding ist, es gibt 3 verschiedene Arten von Ställen. Einmal Hühnerstall, Schweinestall und den normalen Stall. Und in den normalen Stall können Kühe, Ziegen und Schafe. Zwar separiert, also in denselben Stall können nur, wenn dann eine Art von Tiere. Oh ja, stimmt, die Milcheimer muss ich auch noch dazu kaufen. Und einmal Dienstleistung ausmisten. So schaut es nämlich aus. Dann müssen wir uns nämlich nicht drum kümmern, dann machen die das. Und dann gehen wir aber auch noch gleich zum Tierdoc und holen uns eine Kuhmedizin, eine Hühnermedizin, einfach nur damit ich es mir habe, aber gleichzeitig einen Pflegeplan, also auch wieder eine Dienstleistung sozusagen, damit uns die Viecher nicht krank werden. Weil das kann nämlich actually passieren. Und normalerweise, wenn du ein Tier hast, das krank wird, wenn ein Tier hast, das krank wird, dann jagst du dir für gewöhnlich direkt das Spritzen rein. So schaut das aus. Wir müssen jetzt am Anfang nochmal selber ausmisten. Und zwar einmal mit der Schaufel. Zack, den Fladen weghauen. Und dann mit Milcheimer einmal. Genau. So schaut's aus. Und das hat eben sehr, sehr viel Zeit beanspruchen. Und für das Geld, was man dabei rauskriegt, ist es einfach nicht wert, weißt du? So, Tüner. Also ihr seht schon, im großen Stall haben 4 Tiere gleichzeitig Platz. Und hier im Hühnerstall haben 8 Hühner Platz. Yeah. Ausmisten, futtern, Eier mitnehmen. Geil. Genau, also ihr könnt euch vorstellen, wie lange das dauert, wenn man sich die ganze Zeit um so viele Tiere kümmern muss. Weshalb ihr erstmal auf die Ecke gegangen bin, damit wir genügend Money haben. Jawoll. Und das erste, was ich mache, jetzt schneit's. Gestern hat's noch geregnet. Ah ja, jetzt ist also okay geworden. Schön. Und normalerweise, genau, müssen wir jetzt nicht mehr ausmisten. Ist alles erledigt. Hier die Kuh wieder melken. Daily Business. Und die Hähner, die wir nicht melken, das war weird, sondern schopsen ihr Ei. Ich glaube, je länger man die Tiere hat und je besser man die pflegt, desto mehr Geld geben die auch, aber bin mir noch nicht so krass sicher, wie das zugange ist. Ah ja, okay. Es ist ja so, du kannst die Tiere länger bei dir behalten und dann geben die auch ein bisschen Verkaufswert irgendwann. Wie man hier schon sieht, 3 von 7, das heißt, kann man sich vorstellen, wie bei den Pflanzen der Status, yo, 3 von 7 ist halt die Wachsstufe jetzt ungefähr. Und die können dann auch von deren Produkte her mehr Geld geben, also wird zum Beispiel die Eier oder so kosten mehr. Zudem können wir jederzeit sagen, yo, wir versetzen die jetzt in einen anderen Stall oder so. Genau. So, dazu muss man halt echt sagen, im Winter dauert die Feldpflege dann doch nur mal einiges länger, weil die meisten Pflanzen halt einfach gar nicht gut wachsen. Ist vielleicht ein bisschen nervig und ich bin echt gerade zum ersten Mal am Überlegen, ob ich wirklich nicht drauf scheiß, sondern mir dann irgendwie erstmal mehr um die Tiere kümmere oder so. Das war natürlich auch eine Idee. Aber wieder der Song, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Die findet ihr in der Endcard, soweit sie online ist. Bewertung auf jeden Fall nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.